Istanbul, die Perle am Bosporus, hat ein Problem. In regenarmen Jahren wird das Trinkwasser für die Menschen in der 16 Millionen Metropole knapp. Stauseen und Wasserreservoire sind dann bedrohlich leer. Eigentlich müssten sie in diesen Tagen voll sein. Das bedeutet, ich müsste komplett unter Wasser stehen. Immer mehr Istanbuler machen sich wegen des Klimawandels große Sorgen. Doch anstatt zusätzlicher Wasserspeicher entstehen ständig neue Megabauprojekte. Der Moloch wächst. Das macht uns nicht nur traurig, es macht uns zornig. Sie zerstören die Natur, den Lebensraum. Wir machen uns doch selbst kaputt. Erderwärmung und Umweltverschmutzung belasten auch die Gewässer immer mehr. Das an Istanbuls Küste gelegene Marmara-Meer ist zunehmend bedroht. Täglich bringen tausende Lieferanten in Istanbul Wasser in Haushalte. Sauberes, gesundes Wasser ist in der Metropole keine Selbstverständlichkeit. In einer Stadt, die in den letzten Jahrzehnten zu einem Millionenmoloch und Betondschungel geworden ist, sind Trinkwasser, Umweltverschmutzung und Klimawandel für viele ein Thema. Auch Sultan Aksu, die als Ortsvorsteherin ähnliche Aufgaben wie eine Bürgermeisterin hat, muss alle paar Tage Trinkwasser für ihre kleine Amtsstube bestellen. Wasser aus der Leitung trinken wir nicht. Wir kaufen Trinkwasser. Das Wasser aus der Leitung enthält Chlor. Das kann man eigentlich nicht trinken. Aksu unterwegs in ihrem Viertel. Tasin, was machst du da? Ich mache sauber, die Straße ist schmutzig. Es herrscht immer noch Wassernot. Aber hier ist es schmutzig, das ist schlimmer. Das ist zwar nicht schön, aber das Wasser wird weniger. Wir sagen, lasst uns Wasser sparen und du schüttest es hier auf die Straße. Die Diskussionen sind mühsam, aber Aksu gibt nicht auf. Im Dezember 2020 warnten Medien, das Wasser reiche nur noch für 45 Tage. Imame riefen dazu auf, um Wasser zu beten. Der Schock war groß. Das ist notwendig, denn wir wissen, was in ein paar Monaten passieren wird und mit was wir dann erneut konfrontiert sind. Je mehr wir den Wasserverbrauch verringern können, für Istanbul, die Türkei, die ganze Welt, umso mehr wird sich die Wassernot entspannen. Aksus Tochter und deren Klassenkameradin kommen nach der Schule gelegentlich in die Amtsstube. Dann achtet Aksu darauf, dass die Kinder nur das Wasser aus diesen großen Behältern trinken. Eileen, komm her, trink dein Wasser. Leitungswasser benutzt sie, um in ihrem Büro die Blumen zu gießen. Und zu Hause, um zu kochen oder im Bad. In Istanbul komme es öfter vor, dass der kommunale Versorger das Wasser komplett abstellt, sagt Aksu. Dann melden sich die Bewohner des Stadtteils bei ihr. Die Menschen sind besorgt. Wird es lange dauern? Wann kommt es wieder? Um sich darauf einstellen zu können, sind das wichtige Informationen. Wird das Abstellen bekannt gegeben, dann heißt es, von morgens um 9 Uhr bis abends 21 Uhr gibt es kein Wasser. Die Menschen müssen aber trotzdem in dieser Zeit kochen, duschen, aufs Klo gehen oder Tee trinken. Deshalb muss man Vorkehrungen treffen. Man nimmt, was man findet. Das kann ein Eimer sein. Wir füllen den und versuchen, alles mit diesem Wasser zu erledigen. Denn wenn wir das nicht machen, dann müssen wir Trinkwasser kaufen. Und das ist für alle teuer. Die Angst, dass Wasser einmal knapp werden könnte, nimmt zu. Wasser wird für die an Fläche ständig wachsende Stadt zu einer zunehmenden Herausforderung.
Im Herbst des Jahres 2020 regnet es sehr wenig in der Region rund um Istanbul. Im Dezember fordert die Stadtverwaltung die Bürger zum Wassersparen auf. Stauseen und Wasserreservoire rund um die Metropole sind damals ziemlich leer. Selahattin Beyaz ist Mitglied der Istanbuler Kammer der Umweltingenieure. Ab Frühjahr 2021 begleiten wir den Ingenieur. Er fährt mit einem Assistenten an einen für die Millionenstadt wichtigen Wasserspeicher nur wenige Kilometer hinter Istanbuls Stadtgrenze. Schon länger beobachtet Beyaz das Phänomen der zunehmenden Trockenheit und sammelt Daten, die die Kammer der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Im Dezember waren die Stauseen etwa zu 20% gefüllt. Teilweise sogar nur zu 17%. Da waren sie so gut wie leer. Beyaz nimmt Wasserproben, um herauszufinden, ob die Trockenheit Einfluss auf die Wasserqualität hat. In den Monaten zuvor hat es gelegentlich geregnet. Der Pegel des Stausees Sazlıdere im Nordwesten der Stadt ist gestiegen. Aber nicht genug, so der Ingenieur. Eigentlich müssten sie in diesen Tagen voll sein. Das bedeutet, ich müsste komplett unter Wasser stehen. Wenn wir dorthin blicken, müsste der Wasserpegel 3 Meter unterhalb der Bäume liegen. Viele Istanbuler kommen für ein Picknick an den Stausee und hinterlassen ihren Abfall. Das ist die Urbanisierung. Jetzt gibt es Müll, Tierhaltung, Landwirtschaft, Verschmutzung, auch durch Düngemittel. Die Proben ergeben, im Wasser schwimmen zu viele Kolibakterien. Beyaz glaubt, die Politik habe nur wenig Interesse, das Wasserreservoir vor Verschmutzung zu schützen. Vielleicht, weil Präsident Erdogan mit dem Sazlıdere-Stausee etwas ganz anderes vorhat. Beyaz lebt im Stadtteil Kağıthane. Ein typisches Viertel für die Millionenmetropole. Beton, soweit das Auge reicht. Sein Sohn ist vor kurzem vom Militärdienst zurückgekommen und sucht einen Job, damit er dem Vater nicht auf der Tasche liegt. Der Ingenieur sagt, seine Honorare reichten eben nur für eine Wohnung mit einem Ausblick wie diesem. Istanbul ist eine graue Stadt. Schlimmer als grau. Fast schwarz. Als grüne Stadt können wir Istanbul nicht bezeichnen. Mit grün meine ich nicht nur Bäume. Es muss ökologisch sein. Es sollte ein Raum sein, in dem sämtliche Lebewesen leben können. Beyaz kämpft dafür, dass die Istanbuler endlich ein Umweltbewusstsein entwickeln. Der Pro-Kopf-Wasserverbrauch der Millionenmetropole liegt bei 190 Liter am Tag. Im Vergleich, in Deutschlands Hauptstadt Berlin sind es nur 110 Liter pro Kopf und Tag. Ein Grund für den hohen Verbrauch in Istanbul ist der Verlust von Wasser durch marode Leitungen. Etwas mehr als ein Fünftel des Leitungswassers versickert im Boden. Im Stadtteil Bağcılar fließt wegen Reparaturarbeiten seit mehreren Stunden kein Wasser in den Haushalten. 1000 Bewohner sind betroffen. Für einige kam das überraschend. Keine Ahnung, warum es abgestellt wurde, aber wir haben kein Wasser. Diesmal geht es schnell. Nach 4 Stunden sind die Arbeiten beendet. Der Chef des kommunalen Wasserversorgers İSKİ sagt, in den 90er Jahren habe der Verlust durch marode Leitungen sogar noch bei 40% gelegen.
Wir haben die Verluste auf 22% gesenkt. Unser Ziel ist, die Verluste auf 15% zu senken. In entwickelten Ländern schafft man es auf bis zu 10%. Aber das bringt natürlich Kosten mit sich. Und alles, was Kosten mit sich bringt, ist in der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise ein Problem. Wenn es irgendwo in Istanbul Menschen gibt, die für Umweltschutz und Wassersparen zu begeistern sind, dann in Kadıköy, dem alternativen Stadtteil auf der asiatischen Seite der Millionenmetropole. Sultan Aksu versucht mit Rahim und Tolga von der Bürgerinitiative Solidarität, Bewohner des Stadtteils zu überzeugen, wassersparende Filter zu Hause anzubringen. Wir verteilen das hier zum Wassersparen kostenlos. Nein, danke. Moment mal. Kostenlos? Was ist das? Das schraubt man an den Wasserhahn und spart so knapp 70%. Und das ist umsonst? Ja, umsonst. Manche kennen die Filter bereits. Die Kinder haben das angebracht, aber meine Frau hat es wieder abgeschraubt. Weil es spritzt? Ja, deshalb. Aber man spart damit sehr viel. Damit die Filter an den Wasserhähnen gut sitzen, wollen sie die Nachbarn überzeugen, sie in ihre Wohnungen zu lassen, um diese direkt anzuschrauben. Ist dieser Wasserhahn sehr alt? In dieser Wohnung können sie keine Filter anschrauben. Also weiter zum nächsten Nachbarn. Hier hat Rahim keine Probleme. Der Bewohner zufrieden. Das ist heutzutage sinnvoll. Überall auf der Welt wird über Wasser diskutiert, darüber, dass Quellen versiegen. Über die Umweltzerstörung wird gesprochen. Wenn es da etwas gibt, das man tun kann, um Wasser zu sparen, dann ist das sicherlich gut so. Wir haben diese Filter, die man in der Küche, in der Toilette, am Waschbecken anbringt. Dürfen wir kurz reinkommen? Ja, bitte gern. Banyodaki o şeyi göreceksin zaten. Farkı göreceksin. Tamam. Değiştir. Aynısı. Evet. Ben çok güzel buldum. Tabii ki yani bundan sonra biliyorsunuz. Das ist großartig. Wasser wird für uns immer wichtiger. Die Pole schmelzen. Ich finde das gut. Und 60% zu sparen ist eine gute Sache. Çok güzel buldum. %60 tasarruf da bayağı güzel bir tasarruf yani. Aksu und ihre Mitstreiter kämpfen fast schon um jeden Tropfen Wasser. Gleichzeitig führt die Politik des Staates zu einer zunehmenden Versiegelung der Böden und dem Sinken des Grundwasserspiegels. Die türkische Regierung trifft sich am Rande Istanbuls auf einer Baustelle. Hier startet ein weiteres Megaprojekt à la Erdogan. Der Präsident hat seit Jahren eine Geschäftsidee. Er will einen 45 Kilometer langen Kanal bauen lassen, durch den Schiffe vom Schwarzen Meer in das Marmara-Meer fahren können und dafür Gebühren verlangen. Konfetti in den Landesfarben zum Startschuss. Das Projekt beginnt mit einer medienwirksamen Show. Dazu eine religiöse Fürbitte des türkischen Führers auf Arabisch. Ich suche Schutz vor dem verfluchten Teufel im Namen Allahs. Ya Allah, Bismillah. Der Kanal soll den Bosporus, die Meerenge zwischen dem europäischen und dem asiatischen Teil Istanbuls, entlasten, so Erdogan. Tag für Tag fahren etwa 100 Frachter aus dem Marmara-Meer in das Schwarze Meer oder andersherum. Reedereien müssen für die Durchfahrt größerer Schiffe rund 3.000 US-Dollar Gebühren pro Halbjahr bezahlen. Vor der Meerenge kommt es regelmäßig zum Stau. Schiffe warten bis zu 30 Stunden auf die Durchfahrt.
Die Fahrt durch den geplanten Kanal dürfte in Zukunft schneller gehen, aber auch erheblich teurer werden. Der Schiffsverkehr mitten durch Istanbul hat in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen. Marmarameer und Schwarzes Meer sind seit jeher auf natürliche Weise durch den Bosporus verbunden. Der Istanbul-Kanal soll den Bosporus in Zukunft entlasten und westlich der Meerenge verlaufen. Dabei soll er bereits bestehende Stauseen, so auch den Sazlıdere-Stausee, miteinander verbinden. Das ist es also, was Erdogan aus dem Stausee machen will: einen Kanal, an dessen Ufern Stadtteile für Hunderttausende Menschen entstehen. Der Ort Durusu soll eines Tages direkt am Kanal liegen. Die Dorfbewohner sind geteilter Meinung und fühlen sich ohnmächtig gegenüber der Regierung. Das wird gut für die türkische Wirtschaft sein. Natürlich gibt es einen Eingriff in die Natur, aber es wird schon gut werden. Man kann sowieso nichts machen. Die Großen haben die Entscheidung getroffen. Bisher hat uns niemand erklärt, was passieren wird. Die kommen nicht, um uns zu informieren. Umweltingenieur Beyaz kennt Durusu und die Bewohner. Wenn der Staat keine Informationen gibt, dann macht es zumindest er, so Beyaz. Im traditionellen Gasthaus in der Ortsmitte trifft Beyaz Durusus ehemaligen Bürgermeister Ercan Avcı zum Mittagessen. Er warnt Avcı: Der Kanal und die geplanten Bauten an dessen Ufern führten zur Versiegelung. Außerdem werde es Enteignungen geben. Die haben einen Bebauungsplan. Und wenn du da ein Grundstück hast, werden sie es abkaufen. Wer sich sträubt und Nein sagt und sagt, er wolle das Grundstück selbst vermarkten, dem wird man solche Hindernisse in den Weg stellen, dass er das nicht schafft und es dann ihnen doch geben muss. Doch in Durusu wird sich kaum jemand wehren, so der Bürgermeister. Fast alle fürchteten die Methoden eines autoritär geführten Staates. Eigentlich gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Aber es sieht so aus, als lebten die Menschen in einer Welt der Angst. Der Küçükçekmece-See im Osten Istanbuls. Hier soll der von Erdogan geplante Kanal in das Marmarameer fließen. Der See ist Lebensraum verschiedenster Wildvögel. Rahim von der Bürgerinitiative in Kadıköy begleitet Zeynel Arslan Gündoğdu, einen Professor der Vogelkunde. Wir zählen hier jedes Jahr mehr als 20.000 Vögel. Mehr als 20.000, das ist ganz schön viel. Der Professor hat ein Fernglas speziell für Vogelkunde dabei. Doch es seien Jahr für Jahr weniger Vögel, die er hier sehen könne. Die Lebensräume der Tiere verschwinden. Das liegt an der Verstädterung, an der Zunahme der Bevölkerung. Jetzt zähle ich mal, denn die Zahlen sind sehr wichtig. Die geben wir dann weiter. Arslan Gündoğdu schickt die Zahlen an eine internationale Naturschutzorganisation. Weltweit sammeln Ornithologen Daten zum Erhalt der Lebensräume. Ich habe das Gefühl, die, von denen es sowieso schon wenige gibt, sieht man noch seltener. Aber das hier ist der erste Ort. Richtig klar wird es, wenn wir die Tour um den See beendet haben. Das nordwestliche Ufer des Sees ist unbebaut. Hier zeigt der Professor Flamingos und andere Bewohner des Küçükçekmece.
Rahim muss die ganze Zeit darüber nachdenken, was aus dem See wird, wenn der Kanal gebaut wurde und hier große Schiffe fahren. Das macht uns nicht nur traurig, es macht uns zornig. Sie zerstören die Natur, den Lebensraum. Wir machen uns doch selbst kaputt. Wenn morgen der Kanal hier gebaut wird, gehen all die Besonderheiten des Küçükçekmece-Sees verloren. Sie werden den Grund vertiefen und den See mit dem Meer verbinden. Der See hat zwar schon einen gewissen Salzanteil, weil er direkt neben dem Meer liegt, aber wenn der See direkt mit dem Meer verbunden ist, ist das hier Salzwasser und die 20.000 Vögel, die hier leben, gibt es dann nicht mehr. Bütün bu kuşların hepsi, bugün saydığımız 20.000 tane kuş yok olacak. Der Professor zählt und schreibt und zählt und schreibt. Sein Fazit: Von den bedrohten Arten habe er auch diesmal weniger gesehen. Er ärgert sich. Das hier ist unser Schatz. Eines Tages sollen meine Kinder diese Vögel auch sehen können. Wir müssen diese Werte erhalten. Wir können uns der Natur nicht entgegenstellen. Ein Vogelparadies würde durch den Kanal Istanbul vernichtet werden. Außerdem, so warnt der Leiter des Istanbuler Wasserversorgers, würden durch den Kanal Stauseen verloren gehen, die andernorts neu gebaut werden müssten. Dazu kämen zahlreiche neue Wasserleitungen. Alle diese Bauten und alternativen Projekte bringen Kosten mit sich. Diese liegen bei ca. 2,7 Milliarden Euro. Das können wir mit unserem Budget nicht stemmen. Deshalb muss die Zentralregierung, falls dieses Projekt tatsächlich durchgeführt werden sollte, vorher die Finanzierung absichern. Fast 200 Kilometer nordöstlich von Istanbul setzt die Regierung auf ein weiteres Megaprojekt. Mit dem Melen-Staudamm will sie auf den zukünftigen Wassermangel rund um Istanbul reagieren. Der Staudamm soll eines Tages so viel Wasser speichern, dass die Stadt damit ein gesamtes Jahr versorgt werden kann. In 5 Jahren könnte der Damm in Betrieb genommen werden, glaubt Beyaz. Das Projekt sei eine Katastrophe für die Umwelt. Aber die Trockenheit lasse der 16 Millionen Metropole kaum eine Alternative. Die Istanbuler sind von diesem Damm jetzt abhängig. Da gibt es kein Zurück mehr. Aber er wird einfach nicht fertig, obwohl er bald fertiggestellt sein müsste. Und dann gibt es noch etwas Schlimmeres. Das Wasser, das vom Damm gestaut wird, darf eigentlich auf keinen Fall verschmutzt werden. In der Region Melen laufen mehrere Flüsse zusammen. Das Gebiet ist für seinen Wasserreichtum bekannt. Das Wasser ist sauber und gesund. Doch mitten im Flussgebiet wurde eine Mülldeponie gebaut. Der Müll aus der Stadt Düzce wird hier großflächig verarbeitet und verscharrt. Der pensionierte Anwalt Abdullah Kundakçı hat wiederholt gegen die Deponie geklagt und verloren. Schauen Sie, von oben fließt Wasser runter, ein kleiner Bach, der zum Fluss führt. Beyaz sagt, das Risiko sei hoch, dass das Wasser des Baches durch die Mülldeponie verschmutzt wird. Der Bach führt zum Melenfluss. Der liegt nur 200 Meter von hier. Kundakçı warnt, das Wasser aus der Region könnte eines Tages den Istanbulern erheblich schaden. Der kleine Flussarm ist wie eine Quelle für den großen Fluss. Aus all den Armen wird der große Melenfluss gespeist und dann geht es weiter zum Staudamm. Und weil das Wasser aus dem Staudamm als Leitungswasser in Istanbul genutzt werden soll, kann diese Umweltsünde zur Erkrankung von Millionen und zum Tod führen.
Plötzlich kommt ein Auto von der Mülldeponie. Offenbar wurden Beyaz und der Anwalt beobachtet. Mehrere Männer wollen die Fernsehaufnahmen verbieten. Hören Sie auf zu filmen. Herr Anwalt, finden Sie, dass es in Ordnung ist, hier illegal zu filmen? Wir haben Sie doch mehrfach eingeladen. Sie tun so, als ob wir etwas Verbotenes machen. Das ist nicht verboten, es gehört ja dem Staat. Es geht hier um die Wasserspeicher für Istanbul. Ist das Wasser gesund oder nicht? Alles muss transparent sein. Das ist eine Mülldeponie. Was passiert hier? Wir haben ein Recht darauf, das zu wissen und schauen uns das an. Wir sind ja nicht in deren Gebiet eingedrungen. Die Bewohner des nächsten Dorfes Hejinler haben sich lange gegen die Deponie gewehrt. Dann kam die Gendarmerie. Bis heute sind sie geschockt, mit welcher Brutalität der Staat ihnen die stinkende und das Wasser verschmutzende Deponie vor die Nase gesetzt hat. Um 5 Uhr morgens wachten wir plötzlich auf. Lärm, Maschinen, Gendarmerie. Keiner darf aus dem Haus, hieß es. Wer dennoch rauskam, auf den wurde gezielt. Stopp, stopp! Überall standen Wasserwerfer, die die Straßen blockierten. Anwalt Kundakce hat vor türkischen Gerichten vergeblich gegen die Mülldeponie geklagt. Eine unabhängige Justiz? Lassen Sie es mich so sagen, die gibt es meiner Meinung nach nicht wirklich. Und ohne eine unabhängige Justiz gegen Umweltverbrechen zu kämpfen, ist ein zähes Ringen. Endlich kommt der Regen nach Istanbul. Und es regnet in Strömen. Aksu lässt dennoch nicht locker. Sie ermahnt die Bewohner ihres Viertels weiterhin zum Wassersparen. Istanbuler können für weniger als 5 € ihr Auto waschen lassen. In der Stadt soll es ca. 15.000 Waschanlagen geben. Viele nutzen den Service mindestens einmal alle 2 Wochen. Im Sommer könnte wieder eine Trockenheit kommen. Deshalb müssen wir vorsichtiger sein. Beim Arbeitsplatz und zu Hause. Das stimmt schon. Als vor 4, 5 Monaten die Stauseen auf 19% gefallen sind, hatten wir auch Bedenken und Angst. Aber jetzt sind die Stauseen wieder zu 80% voll, da haben wir keine Angst mehr. Ein wenig ins Grübeln scheint der Besitzer der Waschanlage gekommen zu sein. Nicht nur die Trockenheit ist für Istanbul eine Herausforderung. Ende Mai entstehen auf dem Marmarameer, direkt vor der Küste der Stadt, zum ersten Mal so große Algenschleimfelder, dass niemand mehr dort baden kann. Umweltingenieur Beyaz will herausfinden, wie giftig der Schleim aus abgestorbenen Mikroalgen ist. Der Schleim entsteht aufgrund des Klimawandels und wegen unzureichend gefilterter Abwässer, die ständig in das Meer laufen. Die Verschmutzung ist massiv. Mit Stickstoff und Phosphor. Das ist riskant. Weil nur 30% des Stickstoffs und Phosphors gefiltert werden. So fließen 70% des Abwassers ungefiltert ins Meer, in die Tiefen des Marmarameers. Abhängig von der Windrichtung sammelt sich mal mehr, mal weniger Schleim an den Küsten der Stadt. Es ist eine widerliche Brühe. Der Staat säubert das Wasser oberflächlich, aber eigentlich hätte die Metropole längst neue Kläranlagen bauen müssen.
Denn es sind nicht nur die Abwässer der Istanbuler. Rund um das Marmara-Meer leben mehr als 20 Millionen Menschen. Für die Fischverkäufer am Ufer ist der Meeresschleim ein wirtschaftliches Fiasko. Das beeinträchtigt mein Geschäft zu nahezu 100%. Der Verkauf liegt bei null. Vielleicht ein paar einzelne Fische am Tag. Ein Kunde, der einen kennt und vertraut, der ruft an und bestellt. Vielleicht noch einer, aber nie ein dritter. Diese hier sollten Sie mal analysieren, ob die krank sind oder ob sie einen Schaden genommen haben. Ist bisher niemand gekommen? Nein, keiner ist gekommen, um eine Probe zu nehmen. Beyaz verspricht dem Fischverkäufer, er wolle ihm zumindest die Ergebnisse seiner Tests mitteilen. Doch am Abend entscheidet der Laborleiter, die Proben nicht auszuwerten. Er lässt diese sogar vernichten. Wieder einmal lähmt die Angst. Am nächsten Tag muss Beyaz noch einmal an den Hafen kommen. Er konnte ein anderes Labor finden, das die Proben nimmt, und ist ziemlich sauer. Wahrscheinlich haben die Angst, dass von oben, vom Ministerium oder so Druck kommt. Deshalb wollen sie nicht mitmachen. Die ganze Arbeit von gestern war umsonst. Über Nacht ist die Menge an Meeresschleim um das Dreifache angewachsen. Seit Jahren habe Beyaz Politik und Öffentlichkeit gewarnt, sagt er. Jetzt ist der Schaden groß. Meeresschleim ist bis in das Ägäische Meer gewandert und bedroht das gesamte Ökosystem Marmara-Meer. Beyaz hofft, dass das Ergebnis der Proben bald vorliegt. Sobald jemand den Staat in Frage stellt, ist die Polizei nicht weit. Umweltaktivisten demonstrieren gegen den Kanal Istanbul, dort, wo dieser eines Tages in das Marmara-Meer münden soll. Die Teilnehmer befürchten, der Kanal könne das Marmara-Meer endgültig zum Kippen bringen. Auch Rahim und Koray von der Bürgerinitiative Solidarität sind dabei. Man kann am Marmara-Meer bereits jetzt sehen, was passiert, wenn sie das jahrtausendealte Ökosystem zerstören. Warum gibt es Meeresschleim? Deshalb. Wenn Sie in ein System eingreifen, das seit Tausenden, Zehntausenden Jahren besteht, dann reagiert es eben. So langsam verstehen die Menschen, dass sie hier verraten werden. Unsere Wasserreservoirs werden vernichtet. Ihr Aufbegehren ist wichtig, auch wenn bisweilen der Gegner übermächtig scheint. Das Ergebnis der Meeresschleimproben ist da. Der Phosphorgehalt und die Menge an Kolibakterien seien viel zu hoch, sagt Beyaz. Die Mikroorganismen, also die Kolibakterien, können am Körper kleben und über Mund und Rachen in den Körper gelangen. Das kann zu riskanten Krankheiten führen und gefährlich werden. Solche Bakterien können zum Beispiel die lebensgefährliche Darmentzündung Rote Ruhr auslösen. Rund um das Marmara-Meer stehen große Industrieanlagen. Der türkische Staat hat Gesetze erlassen, die die Umweltverschmutzung durch Fabriken regulieren sollen. Ob diese Gesetze eingehalten werden, ist kaum nachvollziehbar. An zahlreichen Flüssen, die ins Marmara-Meer münden, sind Rohre zu finden, aus denen offensichtlich ungefiltert Abwässer fließen. So beispielsweise auch am Fluss Nilüfer.
Die Belastung der Gewässer ist hoch. Erdek an der südöstlichen Küste des Marmarameers. Beyaz will wissen, ob sich weiterhin Meeresschleim entwickelt. Deshalb trifft er den Professor für Meereskunde Mustafa Sarı. Der taucht regelmäßig zum Grund des Marmarameeres. Wir tauchen derzeit vor allem wegen des Schleims. Das ist momentan unsere ganze Sorge. Wir beobachten dabei nicht nur, sondern nehmen manchmal auch Proben. Vor allem aber geht es auch darum, beim Tauchen von oben nach unten zu sehen, ob es Veränderungen gibt, also Indizien für eine erneute Bildung von Meeresschleim. Der Professor benutzt für seine Forschungen eine Spezial-Unterwasserkamera. Er taucht mit einem Assistenten. Es ist November. Seitdem der Meeresschleim im Sommer von den Behörden weggesaugt wurde, war zumindest an der Oberfläche nichts mehr zu sehen. Etwa 30 Minuten werden die beiden unter Wasser bleiben. Der Meeresboden liegt in einer Tiefe von 17 Metern. Eigentlich sollten am Grund Steine und Vegetation zu sehen sein, sagt der Professor. Doch der Boden ist von einer Schicht bedeckt, die wie Sand aussieht. An manchen Stellen findet der Wissenschaftler spezielle Anemonen. Das sieht alles nicht gut aus. Der Meeresschleim bedeckt den Boden und vermehrt sich. Eine dicke, bräunliche Schicht hat alles bedeckt. Darunter liegt eine weitere Schicht schwarzer Schleim. Schmarotzerorganismen haben sich vermehrt. Plötzlich sind da auch Anemonen, die es früher kaum gab. Anhand der Unterwasseraufnahmen zeigt Professor Sarı Ingenieur Beyaz den Unterschied zwischen dem mit Schleim bedeckten Meeresboden und dem normalen Meeresboden. Das hier ist alles Meeresschleim. Ich stecke meine Hand hinein und Sie sehen, was dann passiert. Oben ist es hellbraun und darunter schwarz, denn es ist eine organische Substanz, die sich auflöst. Der Meeresschleim ist organisch. Ama altı simsiyah parçalanan organik madde. Çünkü müsilajın kendisi bir organik madde. Im Anschluss zeigt der Professor die Bilder vom Meeresboden ohne Schleim. Sand, Steine und Muschelsplitter. Kum, deniz kumunu görüyorsunuz yani. Çamuru görmüyorsunuz. 7 metreden itibaren. Es gebe 3 Gründe für die Schleimbildung, so der Professor. Erstens, das Marmarameer sei ein Binnenmeer. Zweitens, der Klimawandel. Und drittens, die Verschmutzung des Meeres. Gegen den Klimawandel könne man nichts tun, so Professor Sarı. Die Verschmutzung müsse jedoch sofort gestoppt werden. Wenn wir heute anfangen würden, dann können wir das Meer vielleicht retten. Aber wenn wir bis morgen warten, dann wird es sicherlich sterben. Meeresschleim gibt es auch an den Ufern von Kadıköy. Ein weiterer Ansporn für Sultan Aksu. Das muss man so festschrauben. Kann ich noch welche für zu Hause haben? Dankeschön. Entschuldigung, können Sie das auch anschrauben, wenn es keine Umstände macht? Inzwischen gibt es in einigen Haushalten in Kadıköy die Wasserfilter. Aksus Initiative läuft gut.
Uns betrifft das ja nicht so, aber für unsere Kinder, für die Zukunft, für die kommenden Jahre ist das wichtig. Ich hoffe, es kommt nicht so, aber es scheint ja so, als ob sich die Zustände noch verschlechtern. Deswegen treffen wir Vorkehrungen. Stimmt's? Sultan Aksu prüft, ob die Filter auch nach längerer Zeit noch genutzt werden. Hayriye Demir hat den Filter inzwischen seit 3 Monaten. Sie spare zwar nicht 60% Wasser, aber immerhin etwa 30%, sagt sie. Ich benutze den Filter und bin zufrieden. In der Küche habe ich noch einen. Besucher fragen mich, was das ist, und ich erkläre dann, dass ein Filter zum Wassersparen angebracht wurde, und ich empfehle das dann weiter. Jeder Einzelne, der durch das Projekt Umweltbewusstsein entwickelt, sei ein Erfolg, glaubt Aksu. Nicht nur die Politik müsse sich ändern, vor allem die Gesellschaft habe viel aufzuholen. Unsere Leute werfen Abfall auf die Straße oder sogar ins Meer. Das hat etwas mit Umweltbewusstsein zu tun. Wenn das fehlt, dann ist es einem egal, wie viel Wasser da ist. Der spart kein Wasser. Das hat etwas mit dem Bewusstsein der Gesamtgesellschaft zu tun. Wenn die das nicht lernt, dann scheitern wir. So sucht sie weiter das Gespräch mit den Istanbulern. Von der Politik erwartet sie keine Kursänderung hin zu mehr Umweltbewusstsein. Deshalb versucht sie, ihre Nachbarn zu überzeugen, ihre Stadt selbst zu retten. Der Pegel des Sazlıdere-Stausees ist nach den Wintermonaten gestiegen. Beyaz und sein Assistent Tarkan sind mit dem Wasserstand zufrieden. Aber bald könnte der See Teil des Kanals und damit Geschichte sein. Das hier wird verloren gehen. Unsere Trinkwasserquellen werden verschwinden. Das hier wird zu Salzwasser werden. Das ist Süßwasser aus Bächen, aber das alles wird zu Salzwasser werden und man wird es nicht mehr nutzen können. Immerhin lehne die türkische Opposition den Kanalbau ab, so Beyaz. Vielleicht rettet eine andere Politik eines Tages die Natur und so auch die Menschen der Millionenmetropole Istanbul.